An der letzter Zeit muss ich feststellen, dass die Mobilität immer mehr zuhält. Das seht ihr speziell an der Stadt, aber auch an den Dörfern, wo immer mehr Willowen, Trottinetten, an anderen, die schwer definierbare Gefährer mit einem, 2, 3 oder 4 Räder und dort bei unterdags elektrisch betrieben gehen, NRW sind. Das bringt es mit sich, dass neue Verkehrssituationen entstehen, die teils kompliziert und noch gefährlich sind. Also Côte la Route ist nicht auf diese Mobilität angestellt. Viele der neuen Gefährer kann ihn auch als Spielzeug gesehen, die aber dann die Sicherheitsanforderungen vom Straßenverkehr nicht gerecht gehen. An hier Betreiber wie auch die anderen Partizipanten vom Verkehr eine Gefahr kann bringen. Prämisse, dass den Autochauffeur aufzupassen hat, nicht nur auf die Fußgänger, mehr auch auf die anderen Gefährder, also am Côte la Route, nicht überdrohbar, direkt nicht. Responsabilität bei einem Accident, als sei schwer festzustellen, Spurensicherung, also auch nicht so evident. Der Fußgänger bleibt das schwerste Glied an der Kette und es gibt keine Dispositionen, die für so Gefährer schützen. Ein ganzer Katalog von Sicherheitsbestimmungen als geholt gehen, für den Cyklist zu schützen, wie zum Beispiel auf der Straße beim Überholen und so weiter. Und dafür hätte ich da folgend froh an den Herrn Minister, als vorgesehen, für ein rechtliche Kader zu schaffen, kann ich doch ein Regelwerk nennen, für diese Situationen, die ich abgezahlt habe, Rechnung zu drohen und gerecht zu gehen. Es wäre noch ganz sicher noch ein ganz paar die andere Überlegungen mal dran zu bringen, mir das wäre ganz Rattenschwanz gehen und das hat meine Redezeit von 2 Minuten bei weitem mir was drauf. Da finde ich mich auf das Wesentlichste konzentriert. So nicht merci. Merci, Herr Engelen. Den Herr Minister für Mobilität und öffentliche Erbestände, Herr François Bausch, wird Wort. Merci, Herr Präsident, und noch merci für die Frohen. Ich meine, wir müssen endlich verstehen, dass der öffentliche Raum nicht nur für ein Verkehrsmittel da ist, dass alle Verkehrsmittel oder alle Verkehrsteilnehmer, muss man so sagen, seinen Platz muss im öffentlichen Raum haben. Und das geht beim Fußgänger über Trottinett, über den Velo, Motorrad, Auto, Bus, whatever, dass der Straßenraum wild fuhren. Das ist aber eine Prämisse, die man an den letzten Jahrzehnten viel zu viel oft vergisst. Wir haben den öffentlichen Raum viel zu viel organisiert und ausgerichtet auf E-Verkehrsmittel. Da muss man einfach, ehrlich geht's halber so gesehen, nämlich den motorisierten, meistens Autosverkehr. Du hast es so, du hast recht, die gesehen, dass Mobilität in den letzten 2, 3, 4 Jahren enorm zuhält. Und das hat sich noch mehr bestätigt am Kader von der Krise, am Konfinement. Der Velo lief den unwahrscheinlichen Boom, die hat Velos geschafft, dass die Regale eitel, weil sie Velo nicht mehr sehr genug geliefert kriegen, für sie zu verkaufen. Das ist schon impressionant, das alles zu sehen. Ich muss sich aber so, der Côte la Route, den hat eigentlich Regeln für alle Einzelverkehrsteilnehmer, und auch wie sie in den muss man nicht umgehen. Die gehen natürlich nicht immer respektiert, von jedem von den Verkehrsteilnehmern. Und ich meine, das ist wichtig zu verstehen, dass das Ziel für den anderen muss am Straßenraum per zum bestehenden Côte la Route respektieren. Du hast aber so, da ging ich recht, dass immer gut, wenn man in der Côte la Route permanent in die Wirtschaft guckt, neue Situationen, die sich können stellen, dass die analysiert. Das machen wir auch mit einer Arbeitsgruppe am Minister, zusammen mit allen Akteuren, Straßenbauverwaltungen, Leute von der Mobilität, mir auch externer, mit denen wir permanent die Regelwerke gucken und durchgucken und reformieren. Dafür hatten wir 2 Jahre, Menschen sind nur hier, hauptsächlich für die Velo eine ganze Reihe Sachen am Côte la Route geändert. Wir gucken auch selbstverständlich dauernd alles neu, nur ihr Papa zum Fußgänger. Es kommen noch immer neue Ideen auf, die ich ganz positiv fand, für viele Gemengen, Shared Space Formen, verschiedenste Shared Space Formen, wo der Fußgänger eine ganz andere Priorität hat. Wir sind am Gange noch zu gucken, also wir haben das eigentlich fertig, wir sind am Gange die Broschüre definitiv auszuschaffen. Das soll eine Regelwerksbroschüre für die Gemengen, wie sie sollen den öffentlichen Raum aménagieren, für das von allem innerorts, weil der Fußgänger also hauptsächlich ein innerorts Problem oder nicht ein Problem, das hauptsächlich
betraff innerortspaper zum Verkehr, wie in den öffentlichen Raum so organisieren, wie dat der Fußgänger auch do respektiert gött als eng Platz fënnt, weil das ganz vieles beim Fußgänger huet mat ze dienen, wie den öffentlichen Raum gestalt als innerhalb von den Wirtschaften. Wie gesagt, Remarke sind aber pertinent, dann wir werden ganz selbstverständlich auch die Matur. Merci.